Amir ist geflüchtet. Er musste wegen des Krieges seine Heimat verlassen. Er hat Familienmitglieder und Freunde verloren. In Deutschland ist vieles anders als in seinem früheren Leben. Amir muss sich in einer fremden Umgebung zurechtfinden. Amir trifft viele Menschen, aber er fühlt sich trotzdem alleine. Er hat Sehnsucht nach seiner Familie, sucht Entspannung, will einfach Ruhe im Kopf. Außerdem langweilt er sich manchmal. Deshalb hat er gestern mit anderen Flüchtlingen erstmals Alkohol getrunken. Am nächsten Morgen dröhnt sein Kopf und er erinnert sich kaum an den Vortag. Doch sein Freund Omran erzählt ihm, dass Amir aggressiv wurde und sich fast geprügelt hätte. Außerdem hat Amir eine Mülltonne umgetreten. Einfach so. Er konnte kaum geradeaus laufen. Das war gefährlich, weil er fast von einem Auto angefahren wurde. Am Ende ist er sogar in den Dreck gefallen. Alle haben ihn ausgelacht. Amir erschreckt. So kennt er sich gar nicht. Eigentlich ist er ein ausgeglichener Mensch. Doch der Alkohol hat ihn kurzfristig verändert. Omran weiß auch warum. Alkohol ist ein Zellgift. In geringen Mengen kann es zwar die Stimmung steigern, aber besonders bei Menschen, die Alkohol nicht gewöhnt sind, können schon kleine Mengen zu aggressivem und hemmungslosem Verhalten führen. Auf Dauer kann zu viel Alkohol richtig krank machen. Amir ist nach Deutschland geflüchtet, um in Sicherheit zu leben und zu arbeiten. Dieses Ziel möchte er nicht durch Alkohol zerstören. Deshalb möchte er zukünftig vorsichtiger sein. Damit er sich nicht langweilt, will er sich stärker an den Freizeitangeboten beteiligen. Vielleicht nimmt er auch das Gesprächsangebot von Betreuer Karim an. Und wenn Amir doch noch mal Schwierigkeiten mit Alkohol bekommt, kann er sich an einen Arzt oder eine Ärztin wenden. Sie geben ihm die Adresse der nächsten Suchtberatungsstelle.